Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Champions League Halbfinale gegen Real Madrid mit unserem Chefcoach Thomas Tuchel. Tuchel, kurz ein Wässerchen, aber schon mal kurz ein Wässerchen, positionieren. Ja, in der Mitte die erste Frage von Torben Hoffmann, wie so oft von Sky, bitte. Servus Thomas. Was Servus. gibt es bei Conny Laimer und De Ligt zu berichten? Sind Sie fit für das morgige Spiel? Und noch eine andere Frage. Gab es jetzt von Samstag bis heute noch mal eine Aussprache oder Telefonat mit Uli Hoeneß? Sage ich nichts mehr dazu. Thema ist abgehakt. Und zur ersten Frage, also brauche ich ja auch nicht anschwindeln oder taktieren, weil ihr seid ja auch gleich beim Training. Aber ich weiß es Stand jetzt selber nicht hundertprozentig. Wenn ich jetzt gleich ins Auto fahre und zurückfahre, werden dort die letzten Checks laufen mit Conny, mit Mata, mit Upa. Ich glaube, da ist jetzt meine Meinung, da sieht es bei Conny am besten aus fürs Training. Und dann werden wir sehen, was mit Leroy und Jamal ist. Aber das erfahre ich jetzt in der nächsten Stunde. Die sind immer wieder in der Behandlung und jetzt auch wieder. Und so ist die Situation gerade. Deshalb müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Eins davor, Hannah Reif für Merkur und TZ. Noch mal kurz zum Personal. Also es wird dann so eine Last-Minute-Entscheidung bei den meisten geben, oder? Ja, heute schon fürs Training auf jeden Fall und dann für die jetzt genannten, für Conny ist mein letzter Stand, dass er es probieren will. Das werden wir gleich dann sehen. Bei Mata ist es, glaube ich, ein bisschen zu früh. Bei Upa mein letzter Stand auch, aber vielleicht hat sich noch mal was getan seit gestern Abend. Deshalb müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Und dann gibt es natürlich ein paar Last-Minute-Entscheidungen bei Jamal und bei Leroy. Last-Minute bedeutet aber ja schon nach Möglichkeit heute nach dem Abschlusstraining. Dann noch ganz kurz zu Ihnen, also zu den Trainern. Auf dem Platz sagt man ja gerne, in solchen Spielen entscheidet die Erfahrung bei den Spielern. Wie ist das an der Seitenlinie? Ja, Carlo Ancelotti das wäre nicht gut, Vorteil, ne? Oder hat man irgendwann alles erlebt? Und das wäre nicht gut, wenn nur die Erfahrung entscheidet. Da habe ich keine Chance. Carlo ist natürlich eine Legende. Ich meine, was Carlo getan hat, auch für den Fußball als Spieler und als Trainer, ist er allerhöchstes Level und gleichzeitig ist er immer so nett, so umgänglich und so bescheiden. Auch in meinen ersten Treffen mit ihm, als ich irgendwie kompletter Neuling in der Champions League war und diese Meetings stattfinden, immer super nett, super höflich, sehr bescheiden. Also das ist schon außergewöhnlich einfach und nicht hoch genug zu bewerten. Er steht jetzt wieder kurz vor der nächsten Meisterschaft und wieder im nächsten Halbfinale. Natürlich spielst du gegen Real Madrid, gegen Erfahrung, du spielst gegen das Trikot, du spielst gegen den Mythos, aber wir werden trotzdem, die Herangehensweise wird gerade deshalb eine sehr inhaltliche sein. Wir werden uns heute vorbereiten mit einer Taktiksitzung. Wir haben einen Tag, glaube ich, weniger als Real Madrid in der Vorbereitung. Deshalb müssen wir heute und morgen die beiden Taktiksitzungen machen und werden da auch versuchen, komplett die Mannschaft auf den Inhalt vorzubereiten. Und dann freuen sich, glaube ich, alle, so wie ich auch, auf ein tolles Spiel morgen. Daneben Sport 1, Stefan Kumberger, bitte. Grüß Herr Tuchel, Anschlussfrage zum Trainerduell. Jetzt sind Sie ja jemand, der das Image des Taktikfuchses hat und Carlo Ancelotti, da hat man immer so den Eindruck, der schickt einfach 11 Leute auf den Platz und lässt die machen. Täuscht der Eindruck? Was sind die größten Unterschiede zwischen Ihnen beiden? Das ist, glaube ich, dass das auf jeden Fall täuscht, aber dass Carlo auf jeden Fall mit seiner Ausstrahlung und seiner Art und seiner Erfahrung als Spieler und in seinen Stationen so eine Väterlichkeit ausstrahlt, ist sehr klar und ist eine seiner großen Stärken. Was war jetzt die Frage? Ach so, ja, ich weiß es sonst inhaltlich nicht so genau und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder seinen Weg geht und bei sich selber bleibt. Vor allem, je größer der Anlass ist, umso wichtiger ist, dass wir bei uns bleiben und jetzt, ich habe ja gerade gesagt, wir wollen komplett inhaltlich bleiben und die Mannschaft damit auch nicht überfrachten, sondern einfache Lösungen anbieten. Aber ich glaube schon, dass es Lösungen geben muss und dass wir einen guten Mix finden zwischen Disziplin, aber auch einer gewissen Freiheit, und bei so
vergessen, der Serge macht morgen eine Bude, Leute. Punkt. Eine Gelegenheit, dann auch ein bisschen frei zu spielen. Das kann auch ein bisschen dauern. Das kann mal ein kurzer Moment sein, wo man denkt, oh, jetzt erwischen wir gerade die Welle. Und diese Momente musst du dann nutzen. Aber wir haben auch Erfahrung, nicht nur ich, sondern wir haben auch Erfahrung in der Mannschaft. Deshalb glaube ich, dass das ein guter Mix sein wird zwischen Vorfreude und Anspannung. Und dann schauen wir mal. Dann eine Reihe dahinter. Ein spanischer Kollege, ja, bitte. Hi Thomas, Robert Lewandowski gave an interview sobre Lewandowski, ¿no? Kylian Mbappe and Jude Bellingham as the best two players in the world. I was just wondering what you think of Jude at the moment, how he's progressed and his dangers, and whether you'd include Harry within that group as well. Harry Kane. Harry Kane, yeah. If you need to put players in kind of these groups, I'm not the biggest fan of it because I don't like the individual approach of best player because there's so many different zu formen, da bin ich nicht der größte Fan davon, denn die spielen ja doch in verschiedenen Positionen und mit verschiedenen Profilen. Jude ist ein herausragender Spieler, der sich großartig entwickelt hat, fantastisch in der Bundesliga, wie er sich entwickelt hat, zeigt doch. Ja, und haben wir uns natürlich nicht drum bemüht, weil unsere Alteingesessenen ja immer spielen. Welche Persönlichkeit er ist, das ist nur mit so einer Persönlichkeit überhaupt möglich. Und jeder, der für Real Madrid spielt, spielt mit dem Druck, den das Trikot mit sich bringt, dem Druck, den es mit sich bringt, wenn man für diesen Club spielt und die Erwartungshaltungen, die dahinter stecken. Aber er nimmt das Ganze, als hätte er nie etwas anderes getan. Er ist sehr gefährlich, sehr physisch in seiner Spielanlage, ein absoluter Schlüsselspieler in einer sehr offensiven Position. Wir sind uns dessen bewusst und wir werden versuchen, Lösungen zu finden. Conny Leimer. It's in English as well. Oh, that's okay. Mr. Tuchel, some would describe you as a tactical genius. Manche mögen Sie als Taktik-Fuchs-Genie zu bezeichnen, wenn ihr im Halbfinale gegen Vini, gegen Rodrigo spielt. Wie kannst du dich auf Taktik verlassen und wie viel Glück gehört auch dazu? Also natürlich Taktik, aber auch Glück, auch die Freiheit. Also je größer das Spiel ist, größer der Druck. Natürlich, man kann sich nicht unbedingt nur darauf verlassen, was man denkt vielleicht oder auch taktische Geschichten. Sondern ich denke, dass man immer einen Unterschied machen kann mit der Taktik, aber auch die Herangehensweise. Es ist einfach wie ein Auto und die Spieler fahren dieses Auto. Wir müssen einfach einen guten Mix finden, eine gute Balance finden, in speziellen Momenten. Tuchel und seine Metaphern, Alter, grandios, ey. Wo wir Lösungen auch finden und Spieler wollen auch Lösungen sehen und einen Plan und auch eine allgemeine Idee und sie brauchen natürlich auch die Freiheit, um das auch ausleben zu können, denn das ist das Wichtigste auf dem Platz, aber wie Sie gerade sagten, also man braucht natürlich auch das Spielglück, wenn man Pfosten trifft, ist es die Innenseite, die Außenseite, das, oder auch Abseits, kleines bisschen, diese Entscheidungen gehören einfach dazu, man braucht das Momentum, ein bisschen Glück, das gesamte Paket braucht man, wenn man an Real Madrid vorbeiziehen möchte und besiegen möchte im Halbfinale. Natürlich werden wir versuchen, auf gewisse Dinge hinzuarbeiten, um auch diesen Unterschied zu machen, aber wir können uns nicht darauf verlassen. Wir müssen also auch das Glück so ein bisschen herausfordern und wir sind bereit. Ja, Herr Tuchel, mein Sohn hat gestern Abend zu mir gesagt, Bayern gegen Real Madrid, das ist für ihn so das ultimative Champions-League-Spiel. Spricht da der Bayern-Fan oder aus der Geschichte heraus ist es wirklich so mit das Größte, wo Sie auch sagen würden, dass es gibt? Ich habe gerade gehört, dass die meisten Halbfinalteilnahmen sind der beiden. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes und sehr klangvolles Spiel. Da gibt es keinen Zweifel, ein absolut würdiges Halbfinale. Gebe ich Ihrem Sohn recht, ob es jetzt das Allergrößte ist. Da spricht, glaube ich, dann doch der Bayern-Fan auf ihn. Da wird er in Manchester oder in, weiß nicht wo, in Liverpool oder wo sonst nicht so viele Anhänger dafür finden, für die These. Aber als Bayern-Anhänger verstehe ich das. Das ist... Ich kommentiere es nicht. Das ist auf jeden Fall dem Anlass entsprechend und die Vorfreude ist auch bei uns riesengroß. Dann hier links in der Mitte, unsere Gäste bitte, ja. Hola, ¿qué tal? Ja, hallo. Ja, das ist aber schon 2 seconds.
Sie haben schon mal gegen Real Madrid gespielt mit Chelsea. Ich wollte fragen, welche Unterschiede sehen Sie zwischen jenem Real Madrid und diesem Real Madrid? Gab es ein paar wichtige Änderungen? Und gibt es einige Lektionen, einige Rückschlüsse, die Sie ziehen können zwischen dem ersten Spiel, wo Sie gegen Real Madrid gespielt haben, und jetzt? Es war nicht das erste Spiel, aber es war das am kürzesten zurückliegende Spiel. Wir haben zweimal mit Chelsea sogar gegen Real gespielt und auch vorher mit Paris und mit Dortmund. Zu dem letzten Spiel, ich denke, die offensichtlichste Änderung zu diesem Spiel ist die Personalie Benzema. Benzema ist nicht mehr dabei. Er war der absolute Fixpunkt als Nummer 9 und hat diese Rolle auf eine ganz eigene Weise über Jahre geprägt. Das haben sie eigentlich mit einem ein bisschen Systemwechsel aufgefangen. Jude Bellingham spielt jetzt in einer Art 10er, 9er, 8er, 6er Rolle in Personalunion und das hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert. Trotzdem sind natürlich auch viele Verhaltensweisen gleich, weil es ist immer noch Modric, es ist immer noch Toni Kroos, es ist immer noch Vinicius und die Verhaltensweisen ähneln sich noch, aber die Spielanlage hat sich etwas geändert durch die Personalie Jude Bellingham und Benzema, weil die beiden doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Grundsätzlich ist es so, habe ich auch schon mal angesprochen, glaube ich, letzte Woche, dass die Aufgabe gegen Real schon noch darin besteht, genügend Leute in die Offensive mitzubringen, um ihnen weh zu tun, aber sich gleichzeitig nicht zu entblößen. So. Und das sind so ganz schmale Margen, habe ich das Gefühl, wo du das Gefühl haben kannst, ey, das reicht nicht, wir haben nicht genug Spieler vorne, und in dem nächsten Moment, wo vielleicht ein Spieler nur mehr ist, hast du das Gefühl, aber hinten ist jetzt irgendwie wackelig, weil jetzt können wir im Konter erwischt werden. So, deshalb, da müssen wir eine gute Balance finden und auf alles andere werden wir uns versuchen, so gut wie möglich vorzubereiten. Ganz oben links Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo Herr Tuchel, eine ganz kurze Frage. Warum sind Sie so davon überzeugt, dass Serge Gnabry morgen treffen wird? Sie haben Da bin ich jetzt auch gespannt, du. Der gleich zweimal erwähnt. Ja, es wird passieren, ich sag's Ihnen. Punkt. Leute, einfach mal bäm. Serge Gnabry macht morgen ein Tor. Das heißt, wir müssen nur die 0 halten und dann gewinnen wir 1-0. Es wird passieren. Ich weiß nicht, woher ich es weiß und wieso, aber es passiert. Es passiert? Nee. Dann eins vor, bitte, zu Nikolaus Linner für Bild-Zeitung. Das heißt, in meinem Taktikfuchs muss ich auf jeden Fall einen Serge aufstellen, sonst passiert es ja nicht. Hallo Herr Tuchel. Ja, Sie haben nach Samstag gleich mehrfach betont, dass Sie das Thema mit Uli Hoeneß abhaken wollen vor diesem wichtigen Spiel morgen. Und deshalb wollten Sie nochmal nachhaken. Uli Hoeneß selbst handhabt das anders, hat sich im Kicker geäußert, hat gesagt, er steht zu dieser Kritik und mehr noch. Das ist wieder diese dumme, idiotische... Kann da nicht einfach mal jemand aufstehen und dem einfach mal eine vernünftige, ordentliche bayerische Watschen geben? Und dann ist doch gut. Ich möchte in Zukunft noch deutlicher seine Meinung kundtun. Wie finden Sie das? Was macht das mit Ihnen? Real Madrid. Es gibt nur noch Real Madrid. Bitte auf das Spiel gucken. Hier vorne. Ja, schmeiß ihn doch endlich raus, den Pisser, Alter. Das macht ja in jeder PK. Schmeiß ihn doch raus. Junge, was will der denn? Was hat das denn auch mit dem FC Bayern zu tun, Alter? Will er sagen, ich bin Reporter für den FC Bayern oder was? Er ist ja gar nichts, Alter. Er ist ein Spast. Ja, ich verstehe das Argument, ja, dass diese Nachfragen kommen müssen. Ja, dann macht das Berne nach dem Spiel. Spanischer Kollege, eine Reihe vor. Spacken einfach. Hallo, ich wollte auf Spanisch fragen. Sie haben gesagt, dass Sie ein Taktikfuchs sind.
Aber dann haben Sie die Frage beantwortet, dass Bellingham als 10er, 6, 9er, 6er, 8er und so weiter spielt. Welche Rolle hat Ancelotti mit so einem, als Taktikfuchs, weil Bellingham diese ganzen Positionen spielt? Deshalb ist ja immer die große Gefahr bei Schubladen, dass man die mal aufmacht und jemanden reinsteckt und dann irgendwie vergisst, die nochmal aufzumachen und sein Bild zu verändern. Und deshalb, ich glaube nicht, dass Carlo Ancelotti sagt, hier, Jungs, findet mal eure Positionen. So, da gibt es natürlich klare Abläufe. Es gibt klare Abläufe, wo Toni Kroos seinen Spielaufbau macht. Es gibt klare Abläufe, wo Konter starten. Und es gibt auch für Jude Bellingham eine sehr neue Position, die er so vorher, glaube ich, auch nicht gespielt hat. Das ist ja so ein Mix, würde ich sagen, aus einer Mittelfeldraute mit 4 Spielern oder manchmal auch ein 2-2 mit 2 Sechsern und 2 Zehnern. Das ist sehr flexibel, das passt sich auch der Gelegenheit an, das ändert sich manchmal im Auswärtsspiel zu einem Heimspiel. Deshalb, das ist sehr, sehr ausgereift und total automatisiert und natürlich die Handschrift von Carlo Ancelotti. Machen wir noch die letzten Fragen, bitte schön, hier aus dem Gästebereich, rechte Seite. Hi Thomas, in English, Arthur Quesada, TNT Sports Brasil. Sie haben gesagt, Sie lieben brasilianische Spieler, aber Sie haben leider keinen hier bei den Bayern. Aber Sie werden gegen Vinicius antreten und Rodrigo. Wie kann man die vergleichen? Sie spielen normalerweise auf der gleichen Position, linker Flügel, aber Sie wechseln die Position auch im Sturmangriff. Welcher Spieler ist schwieriger vorherzusagen in Bezug auf Verteidigung? Sind beide stark, sind ein bisschen unterschiedlich. Rodrigo schießt oft entscheidende Tore, damals auch gegen uns, gegen Chelsea, deswegen mag ich ihn vielleicht nicht ganz so, aber im Allgemeinen für mich ist Vini mehr auf der linken Seite zu finden, seine Lieblingsposition zu beschleunigen von der linken Seite, mit fantastischen Dribblings. Er ist sehr abschlussstark und Rodrigo spielt so ein bisschen als 9, auch so eine halbe 10, ein bisschen auf den Außenbahnen, ein bisschen flüssiger, aber auch mit einer unheimlichen Geschwindigkeit und sehr gut in engen Räumen, vor allem im Mittelfeld. Denn ich denke, dass Vini mehr über die Außen kommt und da seine Aktion startet. Und genau, Sie sind richtig, ich habe nur die besten Erfahrungen mit brasilianischen Spielern, deswegen habe ich das gesagt. Das war es eigentlich, oder? Genug gesagt? Die letzten 3 Fragen hier oben. Klaus Bergmann für die dpa zunächst. Herr Tuchel, Sie haben gesagt, dass Sie personelle Probleme haben, bei manchen Spielern nicht wissen, wie fit werden sie sein oder wie lange können sie durchhalten. Wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen in einem Hinspiel? Spieler aufzubieten? Kann man 4 angeschlagene Spieler aufbieten in der Startelf, wo man dann weiß, oh, man muss die alle auswechseln? Und die andere Frage, Sie standen schon im Champions-League-Finale, Sie haben die Champions League gewonnen. Wo ordnen Sie diese beiden Spiele jetzt ein? Die fühlen sich wie ein Finale an. Also, so war es aber immer auch bei allen anderen Halbfinals. Das Halbfinale fühlt sich schon an wie ein Finale. Das ist vielleicht auch die Überleitung zu Ihrer ersten Frage, auch morgen. Ist mein Ansatz eigentlich gerade, das auch wie ein Finale aufzustellen. Also, okay, 4 angeschlagene Spieler wäre wahrscheinlich in der Summe ein bisschen viel, wenn man nur 5 Wechsel hat. Wenn wir wissen sollten, dass keiner von diesen Spielern durchspielen kann. Das werden wir nicht machen, aber es sind ja unterschiedliche Verletzungen, es sind dann auch unterschiedliche Aspekte. Aber im Kontext bin ich eigentlich niemand, der das Spiel jetzt morgen auch die Ansage und die Aufstellung im Hinblick darauf macht, dass nochmal ein Spiel kommt. Finde ich vollkommen richtig. Ja. Bin ich 100% mit. Es macht keinen Sinn, jetzt zu sagen, jo, wir gucken jetzt mal, spielen in 7 Tagen ja wieder gegeneinander, dann schone ich den jetzt, weil ich dann im Rückspiel bessere Chancen habe. Und nee, du musst das Spiel angehen, wie er sagt, wie im Finale und gucken, was am Ende des Tages rausgekommen ist. Und das nächste Spiel ist das nächste Spiel und das gehst du wieder so an.
Dafür sind die Kleinigkeiten zu entscheidend. Dafür kann morgen auch schon alles passieren. Also mit einer roten Karte, mit einem Elfmeter, ja, nein, können die Weichen gestellt werden. Und ich möchte eigentlich meine Mannschaft vorbereiten, dass wir das Spiel morgen isoliert spielen, ohne Hintergedanken. Ich glaube, dass das wichtig ist, um auch die Freiheit zu haben, ein Topspiel zu machen. Wir werden morgen in diesen 90 Minuten alles versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und dann wissen wir die Ausgangslage fürs zweite Spiel. Aber morgen zu taktieren oder dass das einen Einfluss hätte in die Aufstellung, nee, eigentlich eher nicht. Nee, finde ich gut. Next is last row at the camera. Yeah. Yes. Hi, Thomas. Hi. Arbel Ashed from Sports Channel Israel. Ein Sieg gegen Real Madrid, würde das kompensieren, die Saison für Sie auch persönlich? Also es wird natürlich viel kompensieren, aber wenn wir es machen, dann sind wir natürlich glücklich, aber noch nicht komplett befriedigt, denn wir wollen nach Wembley und wir wollen in Wembley gewinnen, das ist unser Ziel. Und wir sind bereit, wir haben eine Menge Vertrauen. Es war wichtig, gegen Arsenal zu gewinnen und die auszuschalten. Und ja, sie haben weiterhin gewonnen, Arsenal, und haben auch in der Premier League gezeigt, dass sie trotzdem stark sind und an der weiteren Spitze stehen. Jetzt ist der nächste Schritt gegen Real Madrid und wie Sie schon sagten, dass wir hier im Halbfinale stehen gegen Real Madrid, große Bühne. Wir wollen wettbewerbsfähig sein und wollen das Ziel erreichen, es nach Wembley zu schaffen. Natürlich wollen wir es für uns schaffen, für unseren Hunger, für unser großes Ziel, Wembley. Und wir werden keine Punkte zurückbekommen in keiner anderen Wettbewerb. Das ist also das, worauf wir uns jetzt fokussieren, auf morgen. Und dann nehmen wir den nächsten Schritt, nächste Woche dann im Bernabeu. Und wir müssen einfach gut vorbereitet sein und freuen uns drauf. Hallo, der FC Bayern hat auch einen Aufruf gestartet an seine Fans. Wie wichtig wird die Atmosphäre oder wie anders wird möglicherweise auch die Atmosphäre in diesem großen Spiel? Wir brauchen absolute Top-Atmosphäre. Also das war schon sehr, sehr gut gegen Arsenal. Wir brauchen noch mal mehr, ist doch klar. Also das muss ein Heimvorteil werden. Wir werden das Gleiche spüren beim Rückspiel. In umgekehrte Richtung. Wir brauchen einfach die Zuschauer, dass sie auch dabei sind, dass sie das Spiel atmen, dass sie das Spiel leben, dass sie uns unterstützen in Momenten, wo es schwierig ist, dass auch da hat er 100% recht. Für die Zuschauer klar ist, ein gewonnener Zweikampf, ein geblockter Schuss, ein abgelaufener Konter. Wir brauchen einfach auch dort die maximale Unterstützung. Und um auch mal Phasen, in denen wir ein bisschen leiden oder in denen wir ohne Ball sind, auch zu überstehen und dann die Spieler einfach zu unterstützen, ihren Rhythmus zu finden, das Momentum zu finden. Und das ist ganz klar. Also wir müssen auf jeden Fall gemeinsam mit den Zuschauern eine Atmosphäre schaffen, die uns einen kleinen Vorteil bringt. Ob es der entscheidende wird, werden wir sehen, aber das steht außer Frage. Vielen Dank allen. Sehen wir uns morgen. Freuen wir uns. Danke, Thomas. Ja, gehe ich mit. Gehe ich 100% mit. Gab jetzt nichts, was irgendwie kontrovers wäre oder sowas. Vor Tuchel eine sehr gute PK. Viele Fragen natürlich so ein bisschen aber was willst du erwarten von so einem Spiel? Da gibt es auch nicht viel zu reden. Sondern wir gehen rein morgen und ich freue mich auch auf das Spiel. Ich bin auch heiß und bin sehr gespannt. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz.
dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.